7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne kochen und gerne essen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SF bei den Leuten schaut rein ins Leben und Werken dieser Frauen. Die Maja Giesler ist die heutige Gastgeberin, eine Urnerin. Ihr Zuhause ist das Haldi bei Schattdorf auf knapp 1500 Meter über Meer. Und hier lässt es sich leben. Das ist SF bei den Leuten Landfrauenküche. Zur Maja Giesler unterwegs sind Lotti Baumann aus dem Kanton Aargau, Barbara Huber aus dem Kanton Zürich, aus Obwalden angereist ist Brigitte Bürgi, von St. Gallen Yvonne Bischoff und aus dem Bündnerland Desiderungs. Fehlt noch Brigitta Knörr aus dem Kanton Solothurn. Zu Haldi oben wartet der Kari, der Mann von der Maja, auf die Landfrauen. Ein paar Schritte tun gerade gut. Die Maja wartet in der Haldi-Kapelle. Freizeitgestaltung und so. Schön, als ihr auf dem schönen Haldi sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt, die Reise. Und ich möchte euch das Lerchenwaldkerli vorstellen. Das sind Regula, Andrea, meine Mama und Michaela, das sind meine Schwestern. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, die Darbietung. Ja, wunderbar. Und jetzt möchte ich eigentlich euch recht herzlich zum Apero einladen. Und wir gehen Grottenwalden feiern. Der Apero hat der Kari mit den Kindern parat gemacht. Da ist der Claudio, die Alexandra und der Silvano, der Kleinste. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Ich tue euch jetzt einen gespritzten Weissen anreisen. Und daher habe ich noch Alpkäse von unserer Kühe. Da darf ich dir hier zugreifen und euch bedienen. Danke. Danke vielmals. Die Landfrauen wissen genau, dass noch eine Überraschung auf sie wartet. Gisles aber lässt die Katze noch nicht aus dem Sack. Da platzt der Krigo Arnold in die Runde. Geht's wieder an? Also, das ist der Krigo. Ich bin mit ihm in einem Verein. Das verrate ich jetzt noch nicht genau. Und er übernimmt die Frauen-Netze. Und danach macht er mit euch ein Event. Ich hoffe, er kann ihm nicht widerstehen. Der Krigo entführt die Frauen von der heiligen Kapelle in den Schiessstand. Das Ziel ist klar: das Schwarze sollte man treffen. Ja, ich habe schon geschossen. Für einen Pfupf in der Küche brauchen Maja und ihre Freundinnen jetzt zuerst einmal einen Schnupf. Rausgeben und so. Hey, die 6 Hefen müssen verschleifen, müssen vergraben und in die Nase verjagen. Schnupfen, Preis. Preis. 3 Schüsse hinterher jagen müssen jetzt auch die Landfrauen. Ein paar schiessen das erste Mal mit einem kleinen Kaliber. Höchste Konzentration ist beim Schiessen gefragt. Steif.
Achtung, danke vielmals. Ich hoffe, es hat eigentlich Spass gemacht. Und das Resultat vernehmen wir am Abend beim Landfrauenessen. Ist es nicht ein bisschen grob, wenn wir es ein bisschen finden? Auch ins schwarze Treffen will Maja mit ihrem Essen. Sie ist die letzte der 7 Landfrauen, die mit ihren Kochkünsten auftrumpfen. Erfahrungen im Metzgermesser. Blick auf den Vierwaldstättensee. Das ist Haldi oberhalb von Altdorf. Mit dem Auto kann rauf, wer eine spezielle Bewilligung hat. Die anderen nehmen das Gondeli. Die Maja und Kari Gisler sind eine von 19 Bauernfamilien hier oben. Claudio, weißt du, da musst du immer schauen, dass die oben auch sauber sind. Bei den Herren Wasser drin, oder? Und dass es das geht, da kehlen. Muss das immer sauber sein, auch ringsum alles rausgehen. Mit dem Daddy auf dem Oberfeldhof an den Maschinen herumknüppeln, das ist das Grösste für die Buben. Also Alexander, ich gehe gerade noch den Eierschwamm holen. Du hast noch die Wäsche fertig aufhängen, gell? Tschüss! Tschüss! Die Alexandra, die Älteste, hilft mehr an Mami. Maja ist hier aufgewachsen. Sie kennt die Gegend wie den eigenen Hosensack. Um keinen Preis würde sie von hier oben wegziehen. So schön. Für mich ist es einfach ein bisschen abstellen von daheim. Man kann die Umgebung geniessen, die Ruhe vom Wald. Und ja, es ist auch da ein bisschen das Fieber von mir. Sobald, wenn es Juli wird, habe ich das Gefühl, man muss jeden Tag in den Wald springen. Das Säckchen füllt sich. Die Vorspeise für die Landfrauenznacht ist schon fast gesammelt. Es reicht sogar, dass sie noch ein paar Schwimmen für den Winter einmachen kann. Mami, muss ich die Stube bringen? Nein, kannst du sie bitte ins Esszimmer tun? Okay. Danke. Bitte. Schon als Mädchen hat Maja der Mutter geholfen einmachen. Heute als 33-Jährige macht sie es immer noch gleich gern. Eingemachte Pilze in Essigwasser liebt ihre Familie. Es braucht dazu Pfefferkörner, Salz und Curry, Bouillon und 2 Lorbeerblätter. Alles wird zusammen aufgekocht. Die Pilze kommen 4 Minuten in Essigsud. Wer will, kann auch noch für eine Minute Zwiebelringe mitkochen. Heiß wird alles in Gläschen gefüllt. Die eingemachten Eierschwimmen gibt es im Winter bei Gisles zu einem Raclette. Dann, wenn die Sonne zu Haldi manchmal nur noch gerade eine Viertelstunde pro Tag scheint. Der Winter zu Haldi, ja, mit dem ist schon ein bisschen zu Schlag gekommen. Vor allem, weil wir sehr viel Feen haben hier oben. Und dann gibt es einfach den Feensturm und der Schnee wirbelt an allen Orten um die Ohren und die Häuser herum. Und ja, das ist manchmal zäh, wenn der Feen kommt im Winter. Der Kari und Maja haben zusammen einen Stufenbetrieb. Das heisst, die Felder, die sie dazu schauen müssen, sind auf 700 bis 1500 Meter Höhe verteilt. Total sind es 20 Hektare Land. Darauf wird der ganze Sommer geheuert. Häufig mit Maschinen, manchmal aber auch von Hand. Auch dort, wo es besonders stutzig ist.
Das Uri sagt man den Heubauen Pinkeln. Der Silvano buckelt sie wie die Grossen. Schau, dass du nicht vertraulich. Oh, nicht. So. Jetzt, wie heben. Daddy hat mich gelernt, mit Pinkeln nicht vertragen und das mache ich gerne. Ich kann nicht mega Pinkeln tragen. Es ist eigentlich auch heiß. So bleibt es beim Claudio beim Rechen, was so recht ist. Die Heilwärme ist für mich eine Leidenschaft. Sei es jetzt das Freiheil, wo man mit Maschinellen ernten, wo mit Maschinen rein, mit Traktoren, mit Transportern so. Und das Ökoheil. So, es ist schon streng, aber es ist eine Arbeit, die ich gerne mache. Und vor allem später noch das Wildheil, wo ich fast keine Zeit habe dafür, aber schauen, dass ich es hinbringe, dass ein Jäger auf die Jagd geht. Die Maya und Kari heuen auf gewissen Bitzen noch, wie so ihre Väter, Grossväter und Urgrossväter gemacht haben. Ein riesen Krampf. Ja, das ist selber schön versorgt. «70 Kilo buckelt hier der Kari. Nägel an den Schuhen helfen, dass er nicht das Boot runterrutscht. Ein strenger Tag geht langsam zu Ende. In 3 Tagen ist Samstag. Die Nacht war kurz. Viel zu kurz. Gislers treffen sich am 6 Uhr in der Küche. Es fehlt der Claudio. Er kann bleiben liegen. Er geht später auf die Schulreise. Das Heuen steckt noch allen in den Knochen. Was hat er das Brot? Nicht. Claudio kann schön schlafen, bitte. Hä? Ja, ich glaube, es ist ihm gleich, als er schlafen. Nicht noch auf die Schauer, es geht mir so nicht so früh. Ja, dann dafür morgen ich keine auf die Schauerreise. Hey, tschüss Alexandra, Sorko, gell? Tschüss Simone. Sorko Peter Gott, hey, tschüss. Schönen Tag, hä? Kaum wach geht es auf einen stündigen Schulweg, runter auf Schattdorf. Gislers Kinder kennen nichts anderes. Sie sind schon viel verbunden mit dem Haldi. Es ist schon das Leben hier oben für sie. Aber ich sage einfach, wenn sie die Stifte haben oder so Sachen, dann musst du zu Boden, dann musst du auf Schattdorf oder sogar Altdorf weiteren Weg oder sogar in unserem Kanton. Ja, die Lehrstellen sind nicht so gross. Und die Buben sagen zwar schon jetzt immer, sie sagen hier ein Spüren, sie sagen mir das Haus umbauen und abbauen und sie haben schon Pläne, wenn du so schon fragst. Aber es ist ja noch nicht realistisch bis jetzt. Und ich nehme es vorweg, wenn es so ist, ist es so und dieser Weg ist es nicht so. «60 Schulkinder bringt das Haldi-Gondeli jeden Morgen auf Schattdorf runter.
Wer mal im Tal ist, bleibt meistens gerade bis nach der Schule unten. Zum Mittag gibt es in der Suppenküche. Ohne Kinder ist es gerade ein bisschen ruhig auf dem Hof. Das Putzen und Glätten muss noch ein bisschen warten. Das Landfrauenessen geht vor. Und das ist schon in 2 Tagen. So sieht es noch fertig aus. Das ist die Menükarte von meiner Tischdekoration. Und die Tischdekoration habe ich eigentlich das Motto Wald. Weil ich bin sehr mit dem Wald verbunden. Wir wohnen hier noch am Wald. Und da, wo ich aufgewachsen bin, im Luchswand, haben wir auch noch Wald, haben wir sogar Lärchenwald. Hier im Winter hat es eben eine Lärchen umgerührt. Und da habe ich dem Vater gesagt, er soll mir so Bretter schneiden. Und da hat mir ein Zimmer noch schön flach gemacht. Und das war meine Überlegung, darauf könnte ich mein Menü tun. Es passt gerade so mit allem zusammen, mit den Holzrinden, die ich zu Gampeln gesammelt habe, das Moos, das ich hergesammelt habe. Und dann möchte ich noch frische Eierschwämme drauf tun auf den Tisch. Und dann hätte ich es mit meiner Dekoration. Was die Landfrauenküche für die Maya ist der neue Gaden für einen Karri. Der Gaden braucht man seit Wochen mit Haut und Haar. Ein- und aus gehen x Arbeiter, sodass die Kühe ob dem Verkehr manchmal nur noch staunen. Von Grund auf hat der 38-Jährige den Stall neu gebaut. Verwandte und Bekannte gehen ihm zur Hand, aber auch Spezialisten aus der Umgebung oder sogar aus dem Luzernischen. Die Geschichte vom neuen Gaden, ja, die ist ein bisschen lang jetzt. Die hat Mitte April angefangen. Mit dem Aushub und alles. Und jetzt steht er endlich. Ich habe das Gefühl, ein Heri nimmt es. Und ich habe schon gedacht, das Heri, wo der Holzbühl drauf war, aber es hat und hat nicht gehört. Jetzt ist der Innenausbau auch endlich fertig. Jetzt hoffe ich, dass der wirklich endlich fertig ist. Ob 5, 10 oder 15 Männer 4 bis 5 Mal am Tag am Tisch hocken, das spielt der Maya unterdessen keine Rolle mehr. Hauptsache, sie haben ihr Essen gern. Nach dem Mittag gehört die Küche wieder ganz der Maya. Schon im Juni hat sie aus frischen Tannenspitzen eine Melasse gekocht. Jetzt gibt es daraus eine Glasse. Das Tannenschässli-Glasse mache ich zum 2. Mal, aber man kennt ja nicht anders von der Maya. Aber es kommt schon gut. Ich zweifle nicht an mir. Im Wasserbad wärmt die Landfrau 2 Dezi Melasse, 3 Eigelb und 2 Eier auf. Jetzt wird es ein bisschen flüssiger. Das Ganze wird nachher gemixt. Und mit 3 Dezi geschlagenen Nudeln gemischt. Schon ist die Tannenschössli-Creme fertig. Jetzt noch gut mischen, in die Förmchen füllen und ab in den Kühlschrank. Gegen Abend, die Kinder sind gerade von der Schule zurück, treffen sich alle im Gaden. Claudio seine Kuh, Diana, kalbert. Hallo? Hey, Diana, muss kalbern. Ja. Hä? Wie war es heute auf der Schulreise? Gut. War cool? Ja, sicher super gehabt, hä? Soll ich noch was Eis machen? Ich werde ein bisschen helfen. Nee, ich mache das schon. Oh, schön rum. Schön rum. Oh, das geht das schon. Oh, jetzt. Hey, komm, ich habe schon Drops davon. Schleim gefressen. Schwemmst du, verbitte.
Jetzt Läuse streichen. Gut. Hey? Ja, ich glaube, er ist... Ja, das ist gut. Dann wir gehen gerade zum Schluss abschlagen. Jetzt kommt's dir. Kopf legen. Ja. Hör. Hör, jetzt. Ich das Gefühl, Das ist ein Kärtchen. Ich weiß. Jawohl, das ist schön. Ja, verschickt. Nein, nein, das ist Stieg durch. Das ist abgeschlagen. Ja, ja. Hör jetzt. Ist jetzt. Der Kari und Maja haben 7 Rinder und 14 Kühe und pro Jahr gibt es um die 14 Kälbchen. Das ist also nicht das Erste, das Maja und Kari zusammen auf die Welt haben geholt. Das ist fein, hä? So, jetzt kann ich posteteln. Ich gehe noch an die Dusche. Ja. Kari und mir vom Hof läuft es eigentlich so. Er weiss genau, er kann sich auf mich verlassen, weil er ist schnell irgendwo an einem anderen Ort. Und dann heisst es einfach, ja, Maja Mauch schon und die schaut schon, dass dann mit dem Vieh alles klappt. Ja, es ist einfach ein bisschen so. Aber ich kann von ihnen auch erzählen, wenn etwas ist. Also er kommt mich wirklich auch holen, wenn ich irgendwo Ort bin, oder er tut mich auch irgendwo an. Oder... Nein, das geht schon so. Tipptopp. Die Maja kennt den Kari, seit sie klein ist. 13 Jahre ist sie unterdessen mit ihm geheiratet. Wünsche hat man immer. Aber was wollte ich wünschen? Wir sind ja gesund und wollen nicht mehr. Es ist Donnerstagabend. Das ist gut. Alexander, jetzt gehst du ins Bett. Ja. Die Claudia und Simone sind noch schlafen im Bett, gell? Tschüss, schlaf gut. Der Landfrauen keine Pastete servieren, wäre wie auf Paris gehen oder Eiffelturm links liegen. So muss das typische Kilbegebäck aus dem Unterland beim Landfrauenessen zwingend auf den Tisch. Sieht das eigentlich so? Der Boden und der Deckel sind aus Mürbeteig. Die Füllung machen in Träsch, also in Schnaps, eingelegte Weinbeere aus. Vielleicht ist das nicht so professionell, da. So der Rand mit der Hand runterdrücken, aber mir ist das jetzt eigentlich gleich. Sollen wir eine nach mehr sein? Im Unterland gibt es verschiedenste Pasteten. Der Unterschied macht der Teig aus Gewürz. Die Füllung aber zwischen den Fladen sind immer eingelegte Weinbeere. Die Verzierungen hingegen sind frei nach der Fantasie der Bäckerinnen. Und was auf dieser Pastete steht, seht ihr dann am Samstag. Neben vielen Katzen haben Gislers auch noch einen Hovenwart, der Bello. Und neben ihrem Hof sind Gislers auch noch Besitzer von einer Alpkäserei. Die ist nur gerade ein paar Schritte nebenzu. Seit diesem Jahr ist ein Einheimischer der Alpler im Oberfeld. Die Maja geht etwa einmal auf eine Stippvisite bei ihm vorbei, beim Paul Arnold. Hallo Pauli. Ja, sorry Maja. Du, darfst du dich noch einen Käse probieren? Ja, sicher. Gerne. Danke. Fein. Also, Kann man essen? tipptopp. Oh, ich muss jetzt dann nachher gerade an uns sehen, eine halbe Stunde noch. Und ich kann mit Bello laufen. Schon? Ja, dann bist du nicht Wetter. Ja, sicher. Jetzt war ja nicht immer gerade schön, gell? Ich sagen. Ja. Hey, also,
Hey, in dem Fall. Schönen Tschüss. Mach's gut, gell? Tschüss. Der Aupler von Gisles macht auch noch Käse für andere Bauern von Haldi. Ganze 25'000 Liter Milch geben die 23 Kühe pro Alpzeit. Daraus macht der Päuli, wie ihm hier oben alle sagen, einen milden Halbherdkäse. 2,5 Tonnen kommen so durch den Sommer ungefähr zusammen. Dass die Maja in ihrer Küche fast nur mit dem eigenen Käse kocht, ist logisch. Aupler-Makronen stehen heute auf dem Menüplan. Pünktlich auf die 12 Uhr geht oder Päuli essen. Bratbutter mache ich auch immer selber. Im Winter dann immer etwa Butter. Und dann machen wir eigentlich aus dem Anken. Dann man den in einer Pfanne einkochen. Nachher gibt es am Schluss so Bratbutter. Und das finde ich super zum Zwiebeln schweizen oder zum Fleisch braten. Oder finde ich das einfach perfekt. Anstatt sonst so sehr. Dann weiss man, was man drin hat. Alles Natur pur. Und das ist Marke. Das finde ich. Ich stehe auf Natursachen. Einmal oder höchstens 2-mal pro Woche können auch die Kinder daheim zu Mittag essen. Und da kochen die Maja natürlich das, was sie am liebsten haben. Ich selber. Ich bin nicht der Typ, der jetzt jeden Tag Fleisch haben muss. Ich könnte mich auch nur durch Gemüse oder Salat oder einfach so frische Sachen könnte ich mich ernähren. Und ich bin auch ein Süßes. Ich kann sehr gerne so kochen und ja, aber leider sieht man es halt ein bisschen an. Aber es muss auch sein. Da gibt es in der gute Lüne, wenn man richtig gerne ein bisschen Schoki hat oder etwas Süßes. Es ist einfach der Hammer manchmal und das finde ich einfach super, dass man das auch essen kann. Ich gehe dafür nach wieder sie leeren und heim, dann schlage ich das Gewicht wieder runter. Die Aupler-Makronen nach Majas Art gibt es mit viel Zwiebeln und Speck. Ihre Familie stürzt sich immer mit einem Heisshunger an den Tisch. Da sind grosse Portionen gefragt. Auf den Tisch sitzen. Essen. Nein. Gehört miteinander. Nicht voll. Sind wir bereit für den Nachmittag? Gehen wir zum Großteilhäufen? Kampere. Nicht? Es ist Zeit, endlich wieder einmal den Grossdaddy, den Vater von der Maja, zu besuchen. Seit klein geht der Maja ihren Vater zur Alp. Schon fast 20 Jahre sümmert er jetzt das Gampelen oben. Hallo. Wunderschön. Ja. Beide Putz machen. Ja. Hast du etwas gespritzt? Ja. Hast du es gespritzt? Ja. Beim Grossdaddy, Sepp Arnold, ist alles wie ging. Alle fühlen sich gerade wie daheim oder treffender gesagt, wie in den Ferien. Warum sollte ich dann kein Wasser haben?
Da nehmen wir etwas. Das muss hier oben mit euch bleiben. Ja, kann ich auch. Tipptopp. Ja, brav sein. Ah, so gut. Scheiße, so, wenn Hast du nicht schwarz gemacht? Oh, das ist ziemlich Nein, nein. Das ist tipptopp. Das ist knusprig, wenn es so Dann kannst du Kumpel holen. Ach so. Ja, haben wir keine mehr da. Keine? Ja. Gampela ist für Gisles wie eine kleine Oase, ein Zückerli im Alltag. Der ideale Platz, wo sie für ein paar Stunden den Bau vom Gaden und auch das Landfrauenessen vergessen. Es ist Samstagmorgen, ausgerechnet heute regnet es. Fürs Kälbli, das 1 Tag alt ist, etwas ganz Neues. Der Karri schmückt den fast fertig Gaden. Schliesslich kommen heute die Landfrauen auf den Hof. Das Käslager von der Alp Oberfeld ist im Keller in Gisles Haus. Wenn immer möglich, versucht Claudio seinem grossen Vorbild, dem Päuli, zu helfen. Hallo. Wie Päuli, hast du mir noch die Landfrauenkäse auf die Seite getan? Ja, morgen hat er es parat gemacht. Das ist gut. Ich habe hier Reifen gestellt. Ja, das ist gut. Kannst du eigentlich selber auswählen, welches du willst. Ja. Es sind eigentlich ein bisschen ältere Hoffnung von Mitte Juni noch. Ja, das ist tipptopp. Nehmen wir jetzt ein bisschen, hoffentlich nicht ein bisschen viel. Mal, das sollte eigentlich noch Rezent, schön. das ist tipptopp. Ja, Rezent. Einfach ein bisschen aromatisch sind sie schon, Ja, häufig, das aber ist noch nicht gut. gerade. Tipptopp. Scharf sind sie nicht. Ja, das ist tipptopp. Und der Kleine ist für ein Event, gell? Ja, Danke ich dir. mal, das ist gut. Und Musst du nicht aufschreiben. für die Zigerin, hä? Ja. Neben dem Käse braucht Maja für die Landfrauenznacht auch noch Gemüse. Das holt sie schnell zu Lugschwand, 500 Meter weiter unten bei ihrer Mutter im Garten. Hier ist Maja zusammen mit ihren 3 Schwestern aufgewachsen. Weg von Haldi ist sie nie. Zieht sie denn nie fort? Wegen Weggehen. Ich bin mit 30 wirklich das erste Mal in den Flieger zu Zürich eingestiegen und es war schon noch eindrücklich, also, als ich Richtung Schweden angeflogen habe. Und mir gefällt einfach das Land. Ich finde es so heimelig und gemütlich und ja, es ist ein Erlebnis gewesen, so 6 Tage weg. Aber ich komme auch sehr gerne wieder heim und das ist ja das Wichtige, dass man wieder gerne heimkommt. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ich bin gerade am Bellen rausnehmen. Schön. Bei jedem Bell, ja, nicht so. Bei jedem Bellen hat es einen Inger dran. Die dann zu fressen. Ja, ist nicht so gut hier. Es ist nicht so gerade so das Wahre. Aber eben. Und auch was es gibt. Ja. Schau, Silvano. Das Nein. sind Inger. Gehst du sie uns vertricken? Ja. Was willst du? Nicht? Also dann iss. Wow, grusig. Mit den Engelingen, die er das Gemüse für die Landfrauen zur Nacht wegfressen, hat Maja kein Mitleid. Denen geht sie an den Kragen. Apropos Landfrauen, die kommen schon gleich. Die Maja lässt sich noch nichts anmerken. Schön eins nach dem anderen scheint ihre Devise zu sein. Was machen wir mit diesen abgeknabberten Bällen? Gerade so verbrauchen, oder? Ein bisschen wegschneiden, oder? Der ist auch abknabbert. Ja.
Der Bohr, also der Lauch, der muss auch mit. Für Reis und Bohr? Ja. Jetzt noch die Schweinsplätzchen aus der Gefrierung und dann hat sie alles zusammen für am Abend zum Kochen. Ein paar Stunden später. Ihr müsst selber wissen, wenn ich es noch will, ist nicht mehr oder? Die Kochcrew macht sich an die Arbeit. Gleich kommen die Landfrauen vom Schiessen und haben sicher Lust auf eine typische Urner Vorspeise. Im Anken dämpft Maja Lauch, Herdöpfel und Reis an. Das Ganze wird mit Bouillon abgelöscht und landet für 10 Minuten im Dampfkochtopf. Die Landfrauen haben ein Kleinkaliber abgegeben und haben jetzt Hunger. Ja. Schön aus. Das passt super daher. Ja. Die 10 Minuten sind um, das Reis und der Bohr müssen aus dem Pfeiftopf raus. So. Soll ich allein schauen? Schau die allein, ja. Mod ist gut, Erika. Perfekt. Perfekt. Das grosse Aufschnaufen bei der Maja. Das ist sogar flüssig. Ja. Auch im Urnerland wachsen Trauben und gibt es Wein. Zusammen stossen sie damit auf ihr letztes Landfrauenznacht an. So, ist gut. Ist genug so. So ist gut, Erika. Nicht mehr. Kannst du dich anregen? Ist gut. Ja. Ade und tschüss. Reis und Bohr ist ein typisches Urnergericht. Häufig essen es die Einheimischen mit einem Spiegelei drauf. Die Landfrauen aber bekommen es mit einem Hauch von sauber gesammelten Eierschwämmen serviert. Du kannst jetzt gut das Herbstspeise essen, ja. Nach vorgegebenen Kriterien wird das Essen der Landfrauen beurteilt. Die Vorspeise, kann ich eigentlich nur so beschreiben, ist für mich sensationell gewesen. Also das Gemisch mit dem Reis und ich glaube Herdöpfel hat es noch ein bisschen drin und Bohr mit dem Lauch und dann die Schwämmli oben drauf. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was mich erwartet bei dieser Vorspeise, weil ich nicht gewusst habe, was Bohr ist. Aber ich habe das sehr gerne gehabt. Also von mir aus gibt es da absolut nichts zu kritisieren. In der Küche ist es für einmal ruhig. Der Hauptgang braucht von allen die ganze Konzentration. Die Maisspätzli sind gemacht, fehlen noch die Schweinsplätzli. Die richtig anzubraten, ist eine Kunst. Das Rezept für die Käserahmsauce an den Plätzli hat Maja von ihrer Grossmutter, Michu Fridi. Niedeln, Senf und Reibkäse ist drin. Hoffentlich passt es den Gästen. Ich hoffe, das Fleisch ist nicht zäh. Gut. Abmarsch und tschüss. Komm, Regi, geh. Nimm die hinteren Finger. Der letzte Hauptgang vom bäuerlichen Kochwettbewerb von diesem Jahr wird serviert. So ein gutes Miteinander. Alle Frauen an diesem Tisch haben sich in den letzten Wochen daheim in die Kochtöpfe, in die Stube und noch mehr hineinschauen. Für sie ist die Anspannung jetzt vorbei. Sie können es eigentlich nur noch geniessen. Und gleich, eine Rückmeldung sind sie auch der Maja noch schuldig. Das Fleisch hat mir sehr gut gedacht, vor allem die Soße dazu. Es war ein bisschen bissig, also ein bisschen zäh. Bei den Maisspätzli habe ich den Mais ein bisschen gesucht drin. Für mich haben sie eigentlich geschmeckt wie meine Spätzli, die ich daheim mache. Aber vom Aroma her und so sind sie sehr gut gewesen. Mit der selber gemachten Tannenschössli Melasse verzieren Maja und Erika die Teller.
zu gross so? Nein, komm, hey. Wir sind nicht so regelmässig. Ja? Sind Sie denn nicht 5-Sterne-Koche? Und da passiert's. Scheisse. Die Glassenstöckchen sehen schitter aus. Ja. Warmes Wasser soll es richten. Das ist besser. Nimm's die Wand. Ja. Besser ist anders. Mit Kleinidlen hat Maya versucht zu kaschieren, was im Förmli ist bleiben kleben. Merken es echt Gäste? Ja. Kannst du ein Bischofparfum machen? Das kann ich einfach immer Ja. Die Form ist weniger ein Thema als der Goût. Der Dessert war nach meinem Geschmack gelassen, erfrischend und mit der Beere und anpassend für die Öfen, ja. Das Dessert, die Tannenschössli Glasse, ja, ist wahrscheinlich schon recht gewesen, aber wenn man jetzt auch nicht gewusst hat, was es ist, also ich wäre nie drauf gekommen, was das ist. Das hat irgendwie so Karamell, habe ich immer gemeint, ist es, aber also eben, wenn man nicht gewusst hat, was es ist, hätte man es wahrscheinlich nicht können sagen. Du hast es geschafft. Super. Das war gut. Schon, gell? Mama. Ist sicher lecker. Und, was meinen Sie? Ich habe das Gefühl, es schmeckt zu fest nach Karamell. Ja, das habe ich schon gedacht. Die kennen vielleicht Tannenschössli gar nicht so. Die haben keine Ahnung. Hast du angebrüllt, als zuerst den Zucker karamellisiert auch? Ein bisschen, ja. Weißt du, wenn jetzt jemand das gar nicht so kennt, kommt er sicher nicht wissen, dass er rüberkommt, sagt er Karamell. Es ist halt so ein bisschen ähnlich. Aber es ist dann Sie wissen nicht, was gut ist. Oh, das ist Komm, das ist jetzt gemacht, du. Hey. Das ist einmal fein. Also ehrlich? ist gut. In der Küche ist die Verunsicherung gross. Im Esszimmer wird weiter bewertet. Die Dekoration wird unter die Lupe genommen. Ich muss schmücken. Ich finde den Tower so lässig. Ja, ich finde das keinen Platz. Dekoration hätte ich jetzt machen können. Das sind meine Materialien, alles Natur. Hat alles tiptop zusammengepasst. Also hat mir sehr zugesagt. Also die Dekoration hat mich schön gedunkt, aber man hätte noch ein bisschen mehr mit den Farben spielen können. Also es ist zu viel Gel, Grün. Ja, man hätte noch ein bisschen mehr können spielen, vielleicht mit den Farben. Die Maya hat sich wieder gefangen und kann wieder lachen. Herzlich bedanken sich alle für das Botnigen. Und was steht jetzt auf der Pastete? Landfrauenküche, natürlich. Eins ist Maya ihren Kolleginnen noch schuldig. Das Resultat vom Schiesswettbewerb. Es darf jubeln. Barbara Huber. Barbara, ich möchte dir recht herzlich gratulieren. Gell? Hey, danke. So cool. Auf den freue ich mich. Bleibt noch eine Frage im Raum. Welche hat am besten gekocht? Wer ist die Siegerin? Die Antwort gibt es in der Finalsendung vom 5. November. Dort sehen wir sie dann wieder, unsere Landfrauen. Die Brigitte Bürgi, die Lotti Baume, die Yvonne Bischoff, die Barbara Huber, Esti Derungs, Bitte, gern geschehen. die Brigitta Knör und natürlich die Maya Gisler. Tschüss miteinander. Tschüss. Bis gleich.